Alter, ich will gerade die Aufnahme starten und plötzlich fliegt hier so eine Motte rum. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine Motte ist und habt irgendwie Schiss, dass das öfters wird. Na gut, das letzte Mal ist aber schon eine Zeit lang her. Aber wie kämen die da rein? Das nervt mich. Ich habe jetzt auch nicht wirklich ein Fenster offen gehabt. Oh Mann. By the way, der Achievement Counter unten ist falsch. Ich stehe hier wieder bei Tiny Huge Island. Denn es hat 2 Achievements nicht getrackt. Aber darum kümmere ich mich später. Ich werde einfach sagen, wir gehen weiter. Das soll eigentlich jetzt nicht stören, nur dass du wisst, der Achievement Counter ist falsch. Ich habe unfassbar Bock auf TikTok Clock. Wir sind fertig im Obergeschoss. Jetzt gehen wir einfach den Turm hoch. Na, kommt ihr mit? Habt ihr Bock? Let's go! Wir haben nur mal eine Pforte zu öffnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel habe ich dafür braucht. Waren es 50 Sterne? Ich glaube 50 waren es, damit man hier hochkommt. Wir sind praktisch schon im Turm. Da ist die Turmuhr. Da kommen wir gleich mal drauf zurück. Aber wir müssen noch zu diesem Toadie, der leicht rote Bäckchen hat. There's something strange about the clock. As you jump inside, watch the position of the big hand. Oh, look what I found here, Mario. Catch! Und er hat uns gleich mal einen Tipp gegeben. Wir müssen in die Uhr reinspringen. Aber gut, das habe ich natürlich vorher schon gewusst. Und wie ich vorher schon gesagt habe, TikTok Clock ist praktisch unsere nächste Welt, unser nächster Kurs. Und dann schauen wir doch gleich mal, welcher Achievement uns hier erwartet. Oh mein Gott, weil es mir gerade kommt. Gott sei Dank hat das Achievement Lifesaver in Tiny Huge Island getriggert. Alter, das war halt so beschissen gewesen. Oh, wir wissen nicht, was da abgegangen ist. Guck gerne den letzten Part anschauen. Okay, Besonderheit in dieser Welt. Es kommt drauf an, bei welcher Zeit wir in den Kurs reingingen. Jetzt waren wir zur geraden Stunde und siehe da, die Uhr steht und bewegt sich nicht. Oh, das sind sogar direkt 2 Sterne. 3 Sterne. Dann schauen wir nochmal, ob wir hier easy durchkommen. Was... Genau, Lifesaver wollte ich direkt machen eigentlich, gell? Weil das finde ich eigentlich immer ganz geil zum runterfallen. Scheiße. Zum Kennenlernen des Kurses. Na egal, dann kann ich eigentlich damit sagen, was passiert, wenn wir bei der 3 reingingen. Jetzt ist die Uhr am Ticken. Und zwar recht gemächlich, würde ich mal sagen. Was natürlich alles sehr, sehr viel gefährlicher macht. Okay, da ist mir kurz die Aufnahme abgeschmiert, aber so wird kein Problem sein. So, und ich bin auch abgeschmiert, ich bin runtergefallen. Also wir starten mit Lifesaver. Also ich dabei sagen, dass die Stage die plattformreichste ist und fallenreichste. Da ist direkt der Stern, aber den holen wir uns noch nicht. Was wir uns aber holen ist das erste One-Up. Oh! Danke. Ey, gut, dass das einfach verfolgt, gell? Oh Leute, ich hab gar nicht gewusst, dass wir da stehen können. Oh nein, komm mal nicht. Jetzt gehen wir wieder los. Okay. Die lustige Kamera hat's. Es ist sowieso besser, wenn wir in den gefrorenen Status reingingen. Gut. Halt mal wieder und flieg, oder? Was passiert eigentlich, wenn der Zeiger dazwischen ist? Ab wann schalten wir um? Oh, okay, doch. Dann war ich zu spät dran. Obwohl wir eigentlich noch näher beim 12er waren. Ja, Leute, ich bin jetzt extra nochmal rausgegangen, damit wir ungestört... Mir gefällt die Entwicklung nicht. Die Entwicklung meiner Performance nach schwierigen und langen Tagen. So, wir sind jetzt zu 9 gegangen. Was kann die 9? Die 9 kann Super Speed. Ach, was leckt mich am Arsch. Dann machen wir jetzt eben mal was anderes. Also, was machen wir? Wir holen die 8 roten Münzen im schnellen Status und ich habe gar nicht gewusst, dass wir da auf die Fresse kriegen können. So, die Frage ist, wo sind die denn alle? Aha, da muss ich jetzt eigentlich schon von oben wieder runterspringen. Okay. Okay, warte mal, das ist irgendwie übel beschissen, oder? Okay, wir haben 2. Waren zwar nicht die geplanten 2, aber immerhin.
Gut, nachdem uns das nicht gegönnt war, back to Lifesaver. Mein ursprünglicher Plan. Und ich bin schon wieder viel zu lang hier am Maha und hab tatsächlich Zero. Ich hab Zero. Nichts. Sind wir wieder da. Ja, Mann. Es ist so anstrengend für mich alles. Ich habe wieder so einen scheiß Dog hinter mir. Mann, ey, das kotzt mich auch sowas. Junge. So, und der haut ab. Das ist ein Arsch. So, perfekt. Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Ich riskiere jetzt mal nix. Einfach safe runterspringen. Und ich glaube, so werde ich den ganzen Part hier gestalten. Ich sag das komischerweise oft. Dass ich sage, Alter, lass mal irgendwie ein bisschen... Na, da war es nicht. Ein bisschen safe als runterspielen und dann mache ich es nicht. Und gehe wieder dumme Risiken, ey. Die absolut nicht sehen müssen. Und natürlich, der ist natürlich wieder ganz lustig platziert. Let's go. Alter! Junge, ich hab's Käfer sehen. So kurz vorm Abgrund. Ich hab im Fallen des scheiß One-Up gesammelt. Darauf aber ein Gigasip, oder? Perfekte Überleitung übrigens. Ich möchte noch nicht zu viel Versprecher. Aber es gibt Gespräche für ein Revival von Zip Zip, ja? Dem Podcast mit Kari und mir, lol, den wir ein ganzes Jahr lang durchgezogen haben. 2024. So, welchen Stern holen wir uns jetzt? Hier, den einfach, oder? Ja, ist sowieso am schlausten, wenn das Förderband nicht eingeschaltet ist. Okay, langsam beginnt er. Der Progress. Und was war's, dann sage ich gleich mal den letzten State. Den hier. Yes, das ist The Clock is Ticking. Das ist nämlich ja Achievement. TikTok Clock zu jedem... Oh, die bleibt sogar stehen. Zu jedem Status betreten. Und was passiert bei 9? Beziehungsweise bei 6? Alles ist total random. Es ist also totaler Abfuck. Deswegen schauen wir, dass wir uns wieder mal nicht lang aufhalten. So viel zu dem Thema. Moment mal. Da ist ja ein Stern. Ich kenne ihn gar nicht. Oder was ist denn das für ein Scheißding? Boah. Das ist ja zum Kotzen. What? Hey, das Abteil kenne ich gar nicht. Oh mein Gott. Ist vielleicht besser so. Mann, ich wollte den Switch austesten. Unsichtbare Mauern, aber wieder nicht. Nee, klar, das ist tatsächlich der Stern, der gerade gefragt ist bei mir. The Pit and the Pendulums. Man möchte meinen, dass es doch wesentlich leichter ist, wenn die ganze Zeit die Uhr im Stillstand ist. Vielleicht manchmal ja, aber was auch kacke ist... Oh, da gibt es sehr, sehr viele Münzen. Okay, da muss ich definitiv schneller wegkommen das nächste Mal, wenn ich die 100 Münzen sammeln möchte. Es gibt Sterne, die sonst nicht erreichbar sind. Und wir haben ja diese Redcoin Challenge, die wir jetzt machen. Oh ja, stimmt, das ist ganz geil. Da können wir direkt hier starten. Das ist aber buggy wie scheiße. Wir müssen mit dem Start... Okay. Never mind. Wir müssen mit dem Start von 3 Redcoins rechnen. Oder klarkämmer. Und jetzt immer wieder den Weg nach oben machen. Oh, dann machen wir es jetzt wieder wie vorher. Daneben Springer. Ja, Mann. Das ist nämlich der Way to go. Damit werden wir halt fertig. Ja. Jo, klar, Mann. Ey. Ja, ey, komm, da hätten wir aber auch wirklich mehrere absahnen können jetzt. Jo, das ist doch, okay, Gwen. Nur noch die 3. Nur noch. Jawohl. Nur noch die 2. Jawohl. Ey, das klappt doch wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt müsste normalerweise der Punkt kommen, an dem ich faile. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du auch nicht skripten, Alter. Also, momentan finde ich es nur so semi-lustig und mir fehlt die Energie, um dahingehend
Emotionen zu zeigen. Alter, es ist so typisch. Also, warum? Warum bin ich für sowas prädestiniert? Das gibt's nicht. Das gibt's halt einfach nicht. Ja. Das war hart scheiße, Mann. Ja, die hätte ich von unten auch erwischt. Du Pfui-Trottel, ey. Ja, okay, gut. Das haben wir schnell auf die andere Seite rübergekupft. Ich hätte natürlich immer gern alle in einer Reihe. Also in einer Spalte sozusagen. Und dann müsste die in der Richtung eigentlich hier nur einmal runterspringen. Runterspringer, Stichwort. Ja, genau so. Ist es denn zu viel verlangt? Das mache ich jetzt nur zweimal und dann sind wir schon wieder durch. Sehr gut, sehr gut. Ne? Es hat natürlich sehr, sehr skillig ausgeschaut. Oh mein Gott, warum ist Neues so komisch halt? Das Ding ist, ich habe ja vorher erwähnt, ich habe so Bock auf TikTok-Clock. Wahrscheinlich, oder? Komm, die hätten wir jetzt schon holen können. Wisst ihr, was wir machen? Wir spielen jetzt ganz safe runter. So wie ich es ja schon etliche Male gemacht habe, gell? Ja, ja. Alter. So, hallo. Da ist es. Warum ist denn der so weit oben? Möchtest du mich verarschen? Der spawnt an der Stelle oder auf der Höhe, wo man die letzte Red Coin sammelt. Ich reg mich nicht mehr auf. Ich nehme es einfach hin. Wie ein Mann. Wie ein Mann, der seinen Power stellen will. Das ist wirklich völliger Betrug. Komm. Challenge in the clock. Manchmal muss es einfach passieren. Ein Siegerschluck. Fürs Gemüt. Aua. So, und jetzt gehen wir auch schon Full Course in der TikTok Clock. Wir haben nur 4 Sterne vor uns, ja, aber wir zielen darauf ab. Was machen wir als erstes? Warum habe ich eine gewisse Geschwindigkeit gewählt und nicht einfach den statischen State? Wir gehen nach oben. Nach ganz oben. Wait, was ist das für eine Plattform? Die können wir uns mal merken. Da gibt es sicherlich einen Münzregen. Es ist natürlich gefährlich, wenn hier die Flammen Faxen machen. Und da drüben ist unser Ziel. Und ihr merkt schon, warum es wichtig ist, dass wir ticken. Dass wir richtig ticken. Nicht bloß die Uhr muss richtig ticken, sondern wir auch. Wir werden eins mit der Uhr. Und da wartet er schon. Ein lieber Schwamp auf uns. Oh lol. Auf den wir fließbandartig zufahren. Super. Der nächste Stern ist jetzt direkt über uns, aber dafür brauchen wir auch wieder ein bisschen Bewegung im Spiel. So, das kann so ein bisschen dauern. Man kann vielleicht von oben mal runterspringen, oder? Oder ist es ein Überhang? Naja, egal. Wir springen jetzt safe runter. Und wir sind da. Genug von den Spielereien. Jetzt wird's kurz wieder ernst. Denn ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe den schnellsten Status aktiviert. Das wollt ihr gar nicht. Scheiße. So, die Münzjagd hat begonnen. Ja, toll. Minus eine Münze schon mal. Ich habe das Gefühl, dass das sehr, sehr schlecht ist in der Stage, weil es da wahrscheinlich nicht so viel gibt. Na, toll. Jawohl. Ich glaube, die Blue Coins wären wirklich, wirklich wichtig. Du bist ein Arsch. Ganz ehrlich. Okay. Das habe ich eigentlich auch noch gar nicht gesagt, gell? Aber ihr habt sogar gesehen, wie die anschmeißen. Ich war nicht in seiner Reichweite. Kannst du mir mal arschlecken. Das Lustige ist ja, es gibt in Mario Kart DS in Anlehnung an diesen Kurs schon wieder Minusmünze. Eine Strecke, die heißt Tic-Tac-Trauma. Was natürlich auch marketingtechnisch wieder ein wirklich guter Coup war. Denn Mario 64 ist ja auch als Remake auf DS rausgekommen. Ob dann mal. Ja, da muss ich wieder aufladen. Das Beschissene an der Map ist halt eher, dass hier die ganze Zeit die Kamera so komisch mitdraht. Weil sie meint, ich muss jetzt unbedingt fix in der Mitte sein. Ja, völliger Much. So, und die waren arschwichtig. Weil ihr seht, wir haben jetzt schon über die Hälfte. Frage mich trotzdem, wo die anderen Münzen alle sind, aber kann auch sehen, dass die wirklich sehr, sehr knapp bemessen sind. LOL. Du hast ja jetzt den Stern, oder?
Tatsächlich, ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Okay, wieder 3. Wir diven in die DMs. Oh, diven! Gut, confirmed. TikTok-Clock ist ein Part, nur halt dein Maul, das du mir nicht oh. Danach ist Schicht im Schacht. Ich habe mir zwar gedacht, ja, es sind nicht viele Achievements, nicht viele Besonderheiten. Die Sterne sind relativ easy erreichbar. Ja, aber wenn man halt ein Vollidiot ist, dann geht's natürlich nicht, weißt du? Da müssen halt schon mehrere Leute mit reinspielen in das Ganze. Schlüsselstelle. So. Lecker, 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 lecker. Gar kein Stress, weißt du? Darf nicht vergessen, wir haben unten dann nur 16 Coins. Wegen den Red Coins. Okay, also so einen Scheiß machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen einfach wie normallos dahinter und holen uns den Münzregen. Jetzt sind wir wirklich richtig viel Boxen. Nur muss man echt aufpassen, nicht, dass die um den Flöten gingen. Weil die Münzen sagen schnell Adieu. So, da springen wir rüber. Jawohl, ich habe gewusst, dass es der Münzregen sein muss. Oh, das ist risky. Das ist risky. Noch mehr Münzregen. Und Abflug. Ah, yes. Jetzt können wir sogar einmal nur darüber springen, weil das sind auch nochmal ein paar Münzis. Ah, nochmal ein Münzregen. Holy shit. Okay, aber was mir gerade auffällt, die Kack-Münzregen sind wirklich beschissen, ey, zu sammeln. Also für die Challenge, alle Münzen, ey, zum Sammeln, ist es wirklich blöd. Also für das Achievement-Set. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob das dann Sinn macht oder ob ich einfach wieder heulen soll. Da bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen cool, okay? Holen erst einmal ein bisschen Luft und dann schauen wir, was die Sache ist. Ja. Kinder, ich glaube, wir haben's. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gehen wir wieder hoch und schließen die fucking Stage ab. Unsichtbare Mauer. Möchtest du mich verarschen? Das war die letzte Hürde. Das ist so geil. Ich werde mal wieder hingerichtet. Ohne Grund. Die Stage möcht's aber wieder wissen. Das war wirklich, das war der letzte Sprung. Was soll das jetzt wieder, ha? Ist ja nicht verarschen oder so? Kotz gleich im Strahl. Ich hab keinen Bock, das alles sauber zu machen. Unsichtbare Mauer. Wow. Wo warst du? Das war's. Das hätte alles nicht passieren müssen. Ciao. Part in der Endcard, sobald der online ist, bis zum nächsten Mal. Bewertung. Daumen hoch. Komm.